Guten Abend und willkommen zu der neuesten Folge von dem Podcast Geheimnisse der deutschen Sprache. Heute gehen wir weg von Berlin. Wir fahren in einem anderen Bundesland und heute begegnen wir hier in dem Warteraum von Zoom Claudio. Guten Abend, Claudio. Schön, dass du hier bist. Guten Abend, David. Guten Abend. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Wir haben tatsächlich, Claudio und ich, nicht so oft auf Deutsch gesprochen, da er mehrsprachig ist und tatsächlich widmet er sich an die Weitervermittlung, an die Erlangung von Fremdsprachen. Welche Fremdsprachen unterrichtest du denn, Claudio? Also, momentan unterrichte ich Spanisch und Englisch an einem deutschen Gymnasium. Genau. Ich habe aber lang Italienisch unterrichtet. Also ich war erst in Deutschland als italienischer Lehrer und Dozent tätig. Und ja, also ich habe natürlich Spanisch und Englisch studiert. Ich mache die zwei Sprachen. Aber ja, für meine, sozusagen für meine Zukunft als Lehrer war mit den Fächern Englisch und Spanisch viel einfacher, einen festen Job zu finden. Und deswegen momentan genau unterrichte ich Spanisch und Englisch. Nur Italienisch gibt es leider nicht so oft an Schulen. Das ist meine Muttersprache. Aber genau, momentan bin ich mit Englisch und Spanisch ganz beschäftigt. Und diese Umstellung, also deine Muttersprache weiterzugeben, als diese zwei Fremdsprachen, Englisch und Spanisch, gab es dabei eine Herausforderung, wenn du das jetzt in dieser Rolle als Lehrer das machst? Ähm, also keine große Herausforderung, war immer eine Freude, meine Muttersprache und Kultur zu vermitteln vor allem. Ne? Das habe ich immer mit Freude gemacht. Also generell Unterricht macht Spaß. Ne? Also dieser Austausch mit Schülern, mit Studenten. Aber mit meiner Muttersprache war ich immer sehr begeistert. Weil, ja, na gut, ich habe mich immer als Expert habe ich mich gefühlt. Und es war interessant auch, ähm, ja, einfach zu verstehen, warum sie überhaupt Interesse hatten an meiner Sprache, an meiner Kultur. Es gibt viele Deutschen, ne? Also Schüler, Studenten oder einfach Deutschen, die einfach etwas Italienisch lernen wollen für den Urlaub. Es gibt ganz viele davon, die die Sprache beherrschen wollen, die Interesse haben. Und das hat mich immer fasziniert, sozusagen. Auch zu verstehen, ja, ihre Motivation, warum sind sie überhaupt interessiert? Und es war eigentlich auch ein Austausch. Ich war als Italiener in Deutschland, also als Italiener und italienisch Lehrer zu sein in Deutschland war ein Luxus, weil ich konnte wirklich, ich hatte ständig diese Gelegenheiten mit einem Austausch. Also ich habe immer etwas vermittelt. Also, okay, das ist meine Kultur, das ist meine Sprache, wir sagen so. Und ich habe immer natürlich versucht, immer zu erklären. Also nicht nur die Grammatik legen, aber auch was anderes, ne? Also was Kulturelles ist. Und zurück habe ich immer genau auch über die deutsche Kultur reflektiert. Und das war quasi ja, einfach sehr, sehr schön, weil ich genau dieser sehr interessante Austausch haben konnte mit meinen Schülern und Studenten. Ich habe eigentlich am Anfang eher genau mit Erwachsenen gearbeitet. Also ich habe an Volkshochschulen unterrichtet, an der Universität auch, also an verschiedenen Sprachenzentren, die auch Sprachkurse angeboten haben. Und das heißt, es war ja.
Ich habe mich immer gefreut und es war für mich eine sehr ähm, sozusagen langsame, aber auch sehr angenehme Anpassung in die deutsche Kultur. Es war kein Schock für mich am Anfang. Ich musste mich nicht sofort anpassen. Ich musste einfach, genau, ich konnte quasi meine Sprache und Kultur behalten in meinem Alltag und gleichzeitig habe ich langsam auch, ähm, genau, etwas gelernt und etwas zurückbekommen. Es war sehr, sehr, sehr schön am Anfang. Es hört sich nach einem sehr schönen Übergang an, vor allem, dass du auch die einzigartige Chance hattest, deine Sprache, deine Kultur vielleicht besser zu schätzen, weil du warst einerseits im Ausland, andererseits eben hattest du als Werkzeug damit zu tun, oder? Mit der italienischen Sprache. Vielleicht hast du auch über Traditionen in diesen Unterrichten berichtet. Ich kenne auch das so von Volkshochschule, dass sie eben das mit zum Beispiel kulinarischen, kulturellen Angeboten das Programm verbinden. Es könnte sein, dass du eventuell etwas, oder? Sei es kulinarisch, kulturell, kinomäßig, genau über Italien auch weitergegeben hast. War es so für dich auch eine Gelegenheit, deine Kultur eben besser zu schätzen oder anders zu reflektieren? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also im Ausland lernt man nicht nur eine neue Kultur, man lernt auch die eigene Kultur wieder. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, Und wie hat es sich das wieder gespiegelt? Weil du hast gesagt, okay, ich war neu in diesem anderen Land, in Deutschland, und eben ich habe mich langsam angepasst, akklimatisiert. Welche Rolle hat das gespielt, oder? Diese erste Luxussituation. Interessanterweise hast du gesagt, du hast am Anfang eben immer wieder Italienisch gesprochen, das war dein Beruf, und mhm. dann hast du langsam dich angepasst. Ich würde gerne wissen, hattest du schon vom Anfang an Deutsch gekannt? Könntest du schon Deutsch oder hat es sich langsam entwickelt in Deutschland, dass du mit der deutschen Sprache angefangen hast? Es war eigentlich so, dass ich, bevor ich nach Deutschland kam, habe ich ganz wenig Deutsch gesprochen. Also ich war wirklich ein Anfänger. Ich hatte 2 Jahre in der Schule, hatte ich Deutsch in Italien, aber schon lange her. Und dann ein paar Semester an der Universität. Also an der Universität habe ich Fremdsprachen studiert, aber Deutsch war nicht mein Fokus. Ähm, und von daher war ich ja ganz neu in dieser Kultur. Und deswegen sage ich, ich war wirklich glücklich, weil ich diese Möglichkeit hatte, äh, ja, nicht direkt nur Deutsch sprechen zu müssen. Ich konnte quasi schon von sofort an Italienisch unterrichten. Also heutzutage, ähm, ja, egal wo, also in Schulen, aber auch an der Universität, ist der kommunikative Ansatz beim Sprachunterricht der wichtigste Ansatz sozusagen. Und es wird erwartet, dass man fast immer nur in der Fremdsprache unterrichtet. Außer wenn man, ja, ja, wenn man vielleicht etwas grammatisch erklärt, kann man das, oder es wird erwartet, dass man das auf Deutsch macht, aber ansonsten generell für die kommunikative Vermittlung einer Sprache. Man muss bei der italienischen Sprache bleiben. Und das war für mich sehr, ähm, ja, also sehr, sehr nützlich vor allem. Also ich konnte das ganz gut machen und gleichzeitig konnte ich natürlich nebenbei, also musste ich, ähm, Deutschkurse besuchen. Am Anfang habe ich mich, genau, war ich gleichzeitig Lehrer, aber auch Student oder Schüler. Und das war für viele Jahre so. Ich glaube, für mindestens die ersten 5 Jahre. Ich war
Ich wollte meine deutsche Sprache verbessern. Ich wollte Deutsch beherrschen. Ich wollte auch, ähm, genau, mich irgendwie ähm, besser ausdrücken können. Ich kann nicht nur, äh, ja, es war nicht so sozusagen befriedigend, was ich konnte ganz am Anfang, aber mit der Zeit, genau, ging es dann viel, viel besser. Und wie gesagt, ähm, genau, der kommunikative Ansatz ist immer für mich, genau, Ich verstehe so, wurde dass immer du von mir. hast damals entschieden, in die Sprache einzutauchen. Du hast so Italienisch gelernt, oder? Immer auf Italienisch gesprochen. Und dann hast du in diesem Deutschkurse, war es auch so, dass das meistens auf Deutsch gesprochen, gelehrt worden ist. Genau so war das. Wie war deine Und Rolle als Student? Also welche Methoden von dem anderen Deutschlehrer hast du kritisch hinterfragt? Welche Methoden hast du eventuell auch für deinen Italienischunterricht übernommen? das ist eine gute Frage. Ähm, also es gab oft ganz viel Grammatik, aber wie man auch schon weiß, ist die deutsche Grammatik, also die deutsche Grammatik unterscheidet sich schon viel von der Grammatik der romanischen Sprachen. Also das muss man auch lernen. Und das war, ja, mh, vielleicht manchmal ein bisschen zu theoretisch, oder sehr, sehr sozusagen, also viel Grammatik, aber ja, wozu? Also in welchen Situationen kann ich das kommunikativ wirklich anwenden? Oft lernt man ganz viele Strukturen oder Zeitformen, die man im Alltag nicht wirklich braucht, ne? Aber gut, muss man halt. Das gehört auch zur Sprache, ist auch okay. Aber ja, das kann schon anstrengend sein. Ähm, ansonsten, was mir immer sehr gut gefallen hat, war diese Austausch in den Deutschkursen. Also viele waren also Teilnehmer in meiner gleichen Situation. Aber wir waren auch nie in einem Frontalunterricht. Wir haben viel in Gruppenarbeiten oder Partnerarbeiten gemacht. Auch der Austausch zwischen Schülern und Studenten finde ich extrem wichtig. Einerseits, genau, gibt es diesen Austausch mit Personen in der gleichen Situation wie du sind, aber andererseits hast du auch weniger, du bist etwas entlastet. Du bist nicht ständig mit einem Lehrer konfrontiert und ja, du fühlst dich quasi ja, freier, auch Fehler zu machen. Also das braucht man nicht. Man kann nicht nur diese Lehrer-Schüler- oder Studentintegration haben. Das ist manchmal, kann auch ein bisschen stressig sein. Und das versuche ich auch ähm, in meinem Unterricht zu haben. Also viel Partnerarbeiten oder Gruppenarbeiten, damit der Lehrer auch einfach nur beobachtet. Also der Lehrer muss nicht immer präsent sein. Also der ist präsent, aber auch ähm, in the backstage sozusagen, ne? Also der beobachtet und lasst mal die Schüler lernen und Freude haben beim Sprechen. Das ist auch mal wichtig. Und so kann man auch Ängste verlieren, oder? Eben einen Fehler zu machen und dann ergibt sich vielleicht eine Atmosphäre, wo man eben sich traut, vielleicht flüssiger zu sprechen und dann kann man als Lehrer eventuell über diese systematische Fehler oder Bescheid sagen oder ein anderes Beispiel geben. Ich habe es tatsächlich mit anderen Teilnehmern immer Ja, wieder so erfahren, dass sie sagen, es ist wichtig, eben positiv zu verstärken, statt zu sagen, nein, das ist jetzt mit Umlaut oder dieser Verb kommt ja, zum letzten Position, sondern immer wieder mit Beispielen
tatsächlich so zu vermitteln, okay, das läuft anders, aber immer so eben verstärken, was schon positiv funktioniert. Ja, ja, es ist so. Positive Verstärkung, auf jeden Fall. Und man vergisst das. Also ich vergesse das auch immer noch, positiv zu verstärken. Versuch schon, aber wir sind als Lehrer, aber auch als Lernende immer auf die Fehler fokussiert. Ja, ich muss keinen Fehler machen. Mein Satz muss fehlerfrei sein, aber es geht nicht darum. Also ich sage das eigentlich schon explizit meinen Schülern, ähm, also oder ganz am Anfang, wenn ich zum Beispiel eine neue Klasse oder einen neuen Kurs übernehme. Ich sage, macht euch keine Gedanken, wenn ihr Fehler macht. Man lernt durch die Fehler und es ist selbstverständlich, aber in dem Alter finde ich das noch mal wichtig zu sagen, explizit zu sagen, ähm, es geht nicht anders. Also, man lernt nur, vor allem eine neue Sprache durch, die Fehler. Ist so. Ähm, genau, also, von daher, ähm und man kann nicht die ganze Zeit auch, korrigieren oder verbessern, zum Beispiel. Das ist auch eine Sache, ne? Aber generell, ja, auf jeden Fall, wenn man die Mühe der Schüler oder wenn man sieht, dass etwas, richtig verstanden, wurde, muss man auch das belohnen, auf jeden Fall und positiv verstärken. Das ist auch wichtig. Und nicht nur den Finger zeigen. Fehler. Ich mag sehr diese Einstellung, eben immer diese kontinuierliche Verbesserung, aber eben von diesem Boden, oder Vertrauen zu schaffen, damit man sich mehr und mehr mit dieser Sprache auseinandersetzt. Wir haben schon, oder andere Gäste gehabt, wo sie sagen, ja, ich habe sehr ängstliche Studenten, weil sie waren Ja, eventuell vorbelastet durch Situationen von eben einer schlechten Integration und allgemein, dass sie hatten einfach so strikte Methoden, dass eben sehr typisch von den Studenten aus diesem asiatischen Raum, China und Japan, wo sie etwas nur, oder, mit diesen strikten Haltungen, mit diesem teilweise Strafe, wenn sie etwas nicht 100% ausdrücken, dass sie eben sich kaum kreativ einbringen können. Und ich bin der Meinung, so ist es auch in diesem Podcast, dass man ohne Kreativität oder nicht neue Möglichkeiten schafft, besser zu sprechen. Ein Ansatz, das ich hier immer nutze, ist diese Lehren ist zweimal Lernen. Was mhm. hältst du von dieser Aussage? Also, Lehren ist zweimal Lernen. Ja, ist so. Also wenn man ein ausgebildeter Lehrer ist, das heißt nicht, dass man alles gelernt hat. Ähm, und äh, ja, man lernt immer etwas Neues. Durch ja, den Vergleich zwischen Sprachen, ähm, aber auch wie überhaupt eine Sprache, gelernt wird. Es gibt oft ist alles ein bisschen subjektiv sozusagen, ne? Also, wenn etwas einfach für dich ist, es heißt nicht automatisch, dass es auch, einfach für eine andere Person ist. Es gab auch ganz viele Lerntypen, die einfach alles ganz gut merken könnten, auch auditiv. Und es gibt diejenigen, die einfach, ja, das Schriftliche brauchen. Sie müssen das Wort nicht nur schreiben dann noch, sondern auch lesen, damit sie überhaupt, die Wörter aufnehmen und, auch, merken könnten. Ähm, ich habe, ähm, ja, was habe ich ich denke, so ich versuche an konkreten Beispielen zu Mhm, denken. sicher. Ähm, aber, hm,
Weil du hast auch gesagt, am Anfang, du hast mit Erwachsenen gearbeitet. Jetzt hast du gesagt, ich arbeite in einem Gymnasium, das heißt in so einem anderen Altersbereich. Wie hat sich das geändert? So diese Reize, oder? Jetzt haben wir damit zu tun, dass zum Beispiel die Jugendlichen, die Kinder kaum 5 Minuten, oder? Ein Gespräch führen können, weil sie sind da so mit den Handys und so weiter, genau, abgelenkt. Wie schaffst du das in dem Unterricht, dass eben diese Lust, diese Interesse, diese Spaß oder diese Neugier, sich mit dieser spanischen Sprache oder englischen Sprache zu beschäftigen, diese Unterrichtszeit aufrechterhalten bleibt. Ah, das ist der Punkt. Das ist eine Das ist Challenge, der aber eben, Punkt. was nutzt du einfach von Ansätze, oder? Damit eben dieser Englischunterricht, dieser Spanischunterricht Ja. so bleibt, dass eben du hast das Gefühl, okay, ich lerne weiterhin ganz viel und ich vermittle, ich mache eine Vorbildfunktion in diesem Raum, in dieser. Mm, mm. Äh, ja, also du hast wirklich den Punkt gefunden, wo ja am schwierigsten ist an der Schule. Du hast natürlich diese Motivation von den Erwachsenen nicht. Ne? Also sie wählen ähm, den Kurs, sie wollen diese Sprache lernen und sie gehen motiviert und freiwillig hin. An der Schule, gut, manchmal kann man eine Fremdsprache wählen und dann ist in dem Fall etwas Motivation oder Interesse an der Sprache. Aber ansonsten, ja, ähm, ja, in der Pubertät, also wenn in diesem Alter, ja, ist man oft abgelenkt. Genau, vom Unterrichtsgeschehen sozusagen. Wie gesagt, ich glaube, wenn der Unterricht nicht immer nur frontal ist und auch abwechslungsreich oder auch etwas spielerisch, ich glaube, man muss oft oder was man nicht als Lehrer machen müsste, ist ja immer die gleiche Struktur der Stunde, immer, also ja, sozusagen eine Erklärung und dann wir lesen den Text, wir machen Leseverstehen, Aufgaben und dann noch Grammatik üben. Also diese immer die gleichen Aufgaben, immer die gleiche Struktur. Also das müssen nicht haben. Man muss da quasi das Interesse erwecken, indem man auch etwas Unerwartetes macht. Und man versucht auch quasi die Schüler zu beziehen, indem man auch bekannte Tools oder Instrumente benutzt, ne? Also die Musik zum Beispiel. Also es gibt so viele, also was wir in einer Fremdsprache machen könnten als Lehrer, wir könnten genau Musik spielen. Man kann auch mit Musik, mit Liedern, die bekannt sind oder auch ja moderne, man kann auch etwas vermitteln und darum geht's. Also ja, viel, also man muss nicht die Tradition oder die traditionelle Grammatik vergessen, aber man muss wirklich versuchen, mit abwechslungsreichen ähm, ja, Stunden das Interesse ähm, zu erwecken. Und das funktioniert. Äh, genau, das ist, würde ich sagen, der Schlüssel von guten Stunden, wo auch die Schüler interessiert sind. Ansonsten, ja, wenn wir das nicht machen, wenn wir erwarten, dass sie äh, ja mit einem Buch oder mit dem gleichen Buch das Interesse finden, ja, schwierig. Das A und O, eben diese
oder diese Vielfalt, diese fehlende Uniformität hilft dabei, dass die Jugendliche oder dass die Heranwachsende oder eben weiterhin Lust haben auf diese Fremdsprachen, die du da unterrichtest. Wie würdest du anderen Zuhörer, Zuschauer empfehlen, diese schwierige Sprache Deutsch zu lernen? Ah, ähm, hm. Also vor allem würde ich sagen, also wie wir schon gesagt haben, man lernt durch die Fehler. Äh, Deutsch ist, ich glaube, von vielen als sehr schwierige Sprache betrachtet. Man hat quasi das Gefühl, ah, wie kannst du überhaupt Deutsch? Oder wie hast du es gelernt? Ne? Vor allem, ja, ich habe diese Gespräche oft mit Freunden oder Bekannten in Italien Weil vor und allem, genau, wenn wir auch eine Muttersprache haben oder eben diese romanischen Sprachen ist schon komplett anders, als wenn wir zum Beispiel aus Niederlanden oder aus Dänemark kämen, oder? Das sind so neue genau, Challenge, neue Herausforderungen, diese germanische Sprache, vor allem Deutsch genau. lernen. Unsere Perspektive schon, genau. Es ist schon herausfordernd. Ähm, aber, also ich hatte natürlich, ja, dieses Glück am Anfang. Ich war, also, ja, ich konnte quasi gleichzeitig Deutsch lernen und auch meine Sprache unterrichten. Und das hat mir geholfen sehr. Also man muss irgendwie ähm, sehr motiviert sein. Man kann nicht pauschalisieren, ne, mit Sprachen. Jeder ist anders, aber mit Motivation und ganz wenig Angst einfach sprechen, auch mit Fehlern und versuchen, die neue Sprache in unseren Alltag anzunehmen und auch wirklich konstant und konsequent zu benutzen. Ähm, und man braucht wirklich alles. Also der Alltag, die Situation, ähm, in denen man die Sprache benutzt. Und alles ist hilfreich. Also der Unterricht, also im Klassenzimmer, aber auch außerhalb des Klassenzimmers. Ähm, aber ja, ohne diese ähm, quasi, ähm, ja, also man braucht einfach die Zeit, die man braucht. Ähm, und, und einfach sich freuen auf die kleinen Schritte. Die sind auch wichtig. Also so fängt man an. Und nach einem Jahr ist man also als Italiener oder als Person, die als Muttersprache eine romanische Sprache hat. Ich glaube, nach einem Jahr kann man schon fließend Deutsch sprechen, wenn man wirklich immer motiviert bleibt und gleichzeitig lernt und sich traut, auch die Sprache zu benutzen. Ähm, genau. Und das, ja, einfach so. Ich würde sagen, die sind die wichtigsten oder die waren für mich die wichtigsten Aspekte beim Deutschlernen. Äh, genau. Das kann ich auf jeden Fall zustimmen. Eben diese Umsetzung in der Freizeit, weiterhin genau neugierig mit der Sprache bleiben, weil das für mich Hm. öffnet viele Fenster für das Leben, weil jede Sprache, die man kann, ist eine Möglichkeit, Emotionen, Farben, Situationen auszudrücken, die auch einzigartig sind, oder? So wie du zum Beispiel auf Spanisch und auf Englisch genau andere
zum Beispiel, wir haben das in einer anderen Folge gesprochen, so, was eine andere Persönlichkeit oder hast, weil du hast einfach einen anderen Fokus oder einfach einen anderen eben Bezug zu unserer Sprache, genauso auf der deutschen Sprache, aber dafür muss man sich entwickeln, nicht nur in diesem Deutschunterricht, sondern auch außerhalb. Und so kommen wir, wie in allen interessanten Unterrichten, sehr schnell zum Ende der Zeit. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast, hier genau Mit einen dir. Beitrag zu leisten. Und wir bleiben dran, immer spannende Lehrer wie Claudio hier einzuladen und dass sie uns von seinem Hintergrund, von seiner Funktion uns weitere Inspirationen bringen, um weiterhin diese deutsche Sprache zu beherrschen. Danke Danke dir für die und bis zur Einladung. nächsten Folge, Claudio. Ja, bis dann. Ciao. Weitere Weitere Folgen Folgen findet findet ihr ihr in in der Webseite von redcircle.com sowie in deinen redcircle.com, Lieblingssozialen Geheimnisse Netzwerken. der deutschen Sprache.